Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife, den Elvis ist zurück. Ja, okay, nun natürlich nicht so ganz, aber an Kinoform. Ja, wir kennen ja schon so Biopics, die waren an der letzten Jahr ziemlich belebt. An den haben wir vom Elvis. Ja, und ob der Film dann noch etwas gehen hast, das sieht ihr hier bei Filmlife. Danke direkt eine große Merci an jeden, den immer so freundlich kommentiert und liked. Denkt weiter auch dran, die Leute, die das noch nicht machen und auch noch nicht abonniert tun, das, wenn ich klick machen, da bleibt er immer mit meinen Videos neuesten Stand. Okay, also ich will für den Elvis in den Kino gucken und fängt mal direkt mal Anfang an. Und zwar das Gefühl, was ich da direkt bei dem Film hat, dass ich richtig rangesaugt gesehen an die Story. Sie hat direkt einen packende Flair an sich. Es war wirklich, ich habe an der ersten Sekunde schon gedacht, oh Mann, ich meine, das geht gut. Das tut mich nicht so ganz dann überzeugt, aber bon, los als Lomo für dich aufhängen. Der saugenden Effekt hat verschiedene Aspekte. Und zwar einkehr war das die ganze Musik, die du mal gespielt hast. Ein ganz interessanter Mix aus Musik aus den 50er Jahren oder auch Gospel, aber auch alles aus der modernen Zeit mal dran. Das ganz interessant war, was ein älterer Film von dem Regisseur erinnert und The Great Gatsby, den hat auch ganz flott gekriegt wird. Das geht auch heimlich dann gemacht. Bei The Great Gatsby war leider die Optik, die mich ein bisschen gesteuert hat. Das war alles ein bisschen zu künstlich. Aber gerade am Anfang bei Elvis hat das Ganze aber doch einen ziemlich authentischen Touch. Mit den Kulissen, die geschafft wird, an die Autos, die du mal am Spiel sehen, das wirkt schon immens authentisch und ja, schon immens fesselnd. Und wie gesagt, zusammen mit der Musik an die Bilder an, vor allem auch der Pacing, der da dran ist. Also der geht am Anfang, kriegt er die Geschichte an Story geschlagen. Die ganze Geschichte wird nämlich vom Colonel erzählt, den Colonel Tom Parker, gespielt von Tom Hanks. Es gibt als Sänger Sicht gezählt, der Mann hat ja nicht gerade die beste Ruf an sich. Aber es gibt aus einer Perspektive erzählt. Es heißt ja immer, dass aus Grund von dem Manager den Elvis so frei hat müssen sterben, dass ein Doweiter an Drogensucht gefallen ist und dass ein ausgebeutet ist von dem Mann. Und ihn sieht du mal da, das ist nicht wahr. Ja, das. Ich will noch nicht zu viel für waschen, aber es gibt aus einer Perspektive gezählt. Ob das so stimmt, der Satz am Anfang, den muss der erste schon selber an die Kino gucken gehen, aber das ist mal die Perspektive von ihm. Das ist auch so dazu. Und aus dem Grund, also auch der Pacing am Anfang so sehr, es wirkt ein bisschen so, wie wenn sich neben ihr gesagt hat, gesagt hat, ey, ich habe mal eine Geschichte für dich, die ich erlebt habe, los mich das dem mal erzählen. Und so könnt ihr doch so rüber. Erzählt, wie ihn gesehen hat, wie ihn die ich kennengelernt hat, wenn die echt entdeckt wird und geht dann auch darauf sehen, direkt auf seine Vergangenheit als Kant an, für was ihn so musikaffin ging ist und was ihn darüber fasziniert wird und geht dann auch auf die Verbindung zu seiner Familie an. Wir kriegen ganz, ganz viele Informationen, ganz interessante Informationen, ganz sympathisch und auch empathisch Informationen darüber vermittelt. Und das ist das, was mich am Anfang so in dem Film so ranzieht und was mich so interessiert. Lo muss ich leider so kippt das ganz irgendwann. Und ich denke, wenn ich mich richtig erinnern kann, ich so das kippt ziemlich genau ab dem Punkt, wo an Deutschland stationiert wird von der US Army. Weil also gut, Elvis hat natürlich mit seinem Hüftschwung ganz viel Absehen auf sich gezogen an das war den brüden Amerikaner doch ein bisschen zu krass. Und da haben sie gesagt, so, wenn ihn das nicht sie lässt, muss an die Armee. Tja, gesagt, getan, hier war die Armee 2 Jahre lang und das ist ja aber ein wichtiger Punkt an seinem Leben gewesen, den aber dann nicht weiter erzählt wird. Also ab dem Punkt rusht der Film für mich zu viel. Da könnt nur der US-amerikanische, nur der US Army an Deutschland stationierte Situation könnten dann an Filmbusiness an ja für die Leute, die sich ein bisschen an dem Bereich auskennen, so extremst erfolgreich
war das ganz nicht. Und da das dann dem Moment, wo die Geschichte erzählt wird, wo es Birsch auf mit dem Gangen ist. Und was der Grund war, für was Korea Birsch aufgegangen ist. Und da hat sich die Geschichte für mich leider ein bisschen zu viel drin abgehangen. Wir kriegen nonstop gesagt Christmas Specials an Filme, die nicht gesehen, an mit billigem Merchandise und so weiter und so fort. Und da hängt sich die ganze Geschichte ein bisschen ab. Und es gibt sich auch darum abgehangen, für was nie eine Welttournee gemacht wird. Da will ich schon nicht zu viel drauf angehen, weil ich will erst auch nicht zu viel dafür waschen, für was das der Grund war. Das muss der erst schon selber angucken. Aber du gibt sich immens lang dran abgehangen. Er kriegt immer nicht mehr so klein Happens herveiert, für was das so ist. Das soll eben vermutlich unterstehen halten, aber leider geht einem dann irgendwann relativ frei, kann ihn sich schon ein bisschen denken, für was das dann der Grund ist. Weil ihn immer halt ein bisschen so ungefedert geht. Und dann denkt ihn sich immer die ganze Zeit, ja, ich weiß, ich will aber noch mehr von seinem Biopic gesehen. Ich will gern die Migraf-Sache gesehen, weil das Thema mit seiner Pillesucht ist nicht weiter drauf angegangen. Das nicht ausgelost ging, aber es war ein kleiner Teil vom Film. Und ich denke aber schon, das war den dann so zu hören an Gesichtgrut, wie sie lo aus seiner Karriere, war das ja aber trotzdem einen großen Impact. Da weiter verlängert der Film sein Pacing an der zweiten Halbzeit schon komplett. Da das natürlich fatal für einen Film, den 2 Stunden 50 Minuten dauert. Ja, am Anfang ist er entdeckt begeistert, an Zeit verfliegt komplett und dann fällt das Ganze an sich zusammen. Das ist kein Dealbreaker für mich gewesen, aber trotzdem hat mich das dann enttäuscht. Oh, und dann noch etwas. Am Anfang, wo ich davon geschwärmt habe, dass sie so schön mit Kulisse geschafft haben und das alles so plastisch ausgesehen wird und also super ausgesehen wird, leider kippt das dann auch. Und zwar gibt man ganz viel CGI geschafft. Und zwar nicht viel von der besten Zucht, muss ich dazu sagen. Und auch noch auf eine Weise, wo ich so, ja, mir wurde das gebraucht. Weil wir kriegen das dann an der Zeit, wo in Las Vegas abgetreten ist, kriegen wir dann so Kamerashots über Las Vegas gewesen. Ja, damals wird das ganz natürlich noch ein bisschen anders ausgesehen an der Wüste. Und das wird dann darauf angepasst. Und dann freue ich mich, ja, mir wenn die Optik aber nicht so hinzukriegen ist, und die Aufnahmen dann müssen sehen. Weil für mich wird das ganz mich da rausgerappt. Also, es war nicht schön mit uns gesehen. Da, wo ich mir am Anfang so, am Anfang war die Optik so cool, und lo kneckt das ganz drum auf. Es ist ein bisschen wie wenn sie sich am Anfang zu viel Zeit gelost hätten, da ganz viel Live dran gestacht und an irgendwann ein Thema Dauer kommen und gesagt, sag mal, dem ist zwar noch fertig gehen, der Film. So könnte das ganz für mich rüber an. Ja, leider ist das dann nicht mehr so flott und es geht ihnen dann aber mit einem bisschen mehr schlechte Gefühle raus. Nach etwas, worauf ich will angehen, ist heute dann den Tom Hanks. Den Tom Hanks ist eigentlich ein Begriff. Ein fantastisch guter Schauspieler, mir irgendwie ist Tom Hanks immer so die positive Persönlichkeit. Irgendwie ist er immer immens sympathisch und hat den Empathie mit dem und einfach einen feinen Tipp, wie er so schenkt. Ja, Mann, Tom Parker spielt in Datei nicht. An dem Mann leiert den teilweise hassen. Und das war mal eine interessante Perspektive von Tom Hanks, die nicht oft zu Gesicht gut. Und fand ich interessant, dass ein Hai mit der Rolle besetzt wird, weil es aber trotzdem ziemlich untypisch ist. Me, super gemacht, fantastisch, schöne Momente mit dem Hickrit. Dann hat man noch den Austin Butler, den an der Hauptrolle als Elvis ist. Ja, war nicht. Ich meine, du wie mehr dran gewesen. Irgendwie fehlt sich das ganz, teilst du für mich ein bisschen geoverackt. Und ich kann nur natürlich schlecht wissen, wie den Elvis wirklich war. Vielleicht war hin so, ich weiß es nicht, oder keine Ahnung. Vielleicht hat nicht gut gemacht, wenn den Elvis wirklich so overacted war, ja, dann hat das gut getroffen. Andererseits, wenn man das heißt, du bisschen, wenn man den Schmollmund an den Schlafzimmerblick ein bisschen zu drüber heißt. Nun gut, die schlimmer Sachen hat das aber trotzdem hat das ganz, aber
an die Glamour-Welt dann do ragepasst an war für mich nicht der Punkt wo ich so weit mich am meisten gesteuert hat. Änderte Biopics also definitiv nicht mein Favorit. Hai as für mich zu viel drüber retouchiert gehen, zu viel Glamour drop gemacht gehen, so dass nicht zu viel Image vom Elvis drin ist oder drin zu schädigen ist, mehr halt mehr Colonel Tom Parker seinem Image, das nach ein bisschen no gedreckt geht. Ja, du fand ich war ein Biopic wie Rocketman aber besser, wo aber ein bisschen mehr ehrlich mit der ganzen Drogesituation umgegangen gehen ist, aber wo auch die Probleme zu schwätzen gouf an. Ja, ich fand du sie nicht Sachen gehen, die besser gemacht goen. Elvis as du für mich nicht an Menge toplöscht, aber trotzdem wurde mich ein gut Langzeitchen in erhalen, aber vielleicht steuert dir die zwei Talspiele. Vielleicht hast du die zwei Talschen genau das, was dir wild gesehen, aber vielleicht steuert dir auch Optik nicht. Das lust mich gerne wissen an die Kommentare an. So, ich meine, das war dann noch schon heu. Wie gesagt, dran denken, zu liken, zu teilen, zu kommentieren, auch wichtig zu abonnieren, für das dir auch immer seht, wann ich ein neues Video rausbringen, und für das der an der Kinoswelt immer am neuesten Stand seht, könnt ihr das dann auf meinem Kanal machen. So, für den Rest wünschen ich euch dann noch ganz viel Spaß am Kino mit Elvis.